Skating Girls 2024, da sind wir heute zu Besuch zu Schöffling. An mat mir hai kann ich begeistern Niki an den Jo. Sie sind vom Service des Citoyens et de la Communication von der Gemeinde Schöffling. Guten Mittag. Hallo. Ich wollte mal froh für allerrecht die wieviel Edition Hummer haut an wie als eigentlich die Idee von dem Skating Girls entstanden. Ja, das ist die 6. Edition. 2018 war Gründungsjahr also so vom Skating Girls. Die aus sich für so Urban Sportarten wie Skating, an Rollerblades und so Geschichten, die echt da von Männer Betriebe gehen, also bis Männer dominiert sind, für die auch Männer und Mädchen zu bringen und voilà, zu weisen, dass jeder das tun kann. Und du wirst zum Event gemacht, das natürlich auch sportlich ist, sehr cool und auch kulturell, aber mit der Chance Gleichheit zu summen. Voilà, für zu so das selbst für jeder. Wie ich gesehen an den letzten Jahren war das immer ein ganz großen Succès. Das gesagt das Jahr genauso aus. Hoffentlich hält wieder spielt mit. Und was redet dann noch von verschiedenen Ateliers, die da das Jahr vier gesehen? Also ein bisschen Phobis, also mir von Sport, Kreativität, also mir erstens mal ein Longboard-Atelier, den das heute kann, der ich kann den Longboard testen, das für die das schon ein bisschen lang machen oder vielleicht die ich kann er probieren, dann immer Zumba-Atelier, ein Hip-Hop, Breakdance-Atelier, ich kann noch tanzen, mir entdeckt Hanadise, Graffiti-Atelier, das heißt, ich kann ich sprayen, mit einer wunderbaren Kreativ-Atelier, wo ich kann sein eigenes Skateboard designen, mit einem Atelier, wo ich ein Skateboard fahren kann, bis an 6 Minuten kleinen Optritt kleine Showakt den zum Dach könnt spezielles von allem für alles dabei. Da ist du da auch schon verraten, was das mit dem Showact auf sich hat. Ja, der muss teil bleiben an der Adresse. Nee, das ist effektiv eine letzte Musikerin aus dem Hip-Hop-Bereich, das beim Optritt gesehen haben zu Kehl und das mir überzeugt wird. Mengen das haut kleine speziellen Moment wird das Hip-Hop-Optritt bisschen abs extra dann gespannt was du kannst. Also ein Nummers? Divi. Divi hat am ganz klar was Divi zählen. Ich weiß nicht, hat am hat das im Hip-Hop-Bereich und hat mich Optritt mit dem Label kann den eventuell als Hip-Hop und weil das hat auch cool auch an dem Bereich und keine Frage dabei zu tun, was die Musik möchte und ein bisschen zu motivieren und zu pushen und du willst immer vor, dass haut dabei ist. Wie sind die Jungkleider eigentlich gewohnt, dass haut diesen Event als Schöffling hast? Wir sind froh, dass wir wie alle Jahre zusammen mit der Stadt Asch auch können organisieren. Das ist natürlich auch ein großes Gemeinde, die auch viele Leute mit umzieht. Und das Jahr neu dabei ist auch Gemeinde Kehl-Tating. So sind wir 3 Gemeinden aus dem Süden, die dann über hier gewinnte Medien die Leute können umziehen. Natürlich viel über Social Media, Instagram, Facebook, über die Internetseiten. Wir hatten eine flotte Flyer, Menschen an Outboarden gehalten. Also ja, immer extrem schön Flyer. Letztes Jahr hat man ihn den nicht geblinkt, dass man ihn am Neon gringen. Das ist das alle ein bisschen eine Flyer, den wir aber ein bisschen abfallen und Leute hoffentlich ein bisschen umzieht. Wenn ich gesehen, wie viel Success da das Jahr hat, wie viele Leute schon in der Weg sind, dann dürfte eine nächste Edition am nächsten Jahr bestimmt schon nicht am Weg stehen. Nee, ich hoffe noch, dass wir das heute nachher können machen. Spieler an Karten, das Cyclo Großhaut ist. Das heißt, da kommen nachher andere Leute auf Besuch, die mehr wollen auf der Piste wie das. Mir die steieren nicht und ich fand die passen noch am Bild, das ist ganz schön. Und solange die Familie noch etwas essen und trinken, das ist ja noch nicht flott. Wir überlegen uns, ob man nicht da war, wieder bedenkt, vielleicht müssen wir an den Sommer setzen, weil das aber vielleicht dann eine andere Erklärung, also mehr Leute umzieht, die nicht an Vakanz gehen. Und das wird flott, wenn wieder ein bisschen mehr sicher, also mehr safe. Bei mir steht Chiara responsabel für den künstlerischen Atelier. Und wie ich gesehen, die sind hier dick aktiv am Gangen, ein neues Design zu machen. Ja genau, wir wollen zusammen mit den Jungen mit Mauer neu, die geht all Jahr ein Jahr neu gesprayt. Und da können die Jungen an die alten Motthilfe für zu sprayen und sie können testen, wie das geht und wie das funktioniert. Ich weise ihnen das und da können sie da frei malen. Wie viele sind da aktiv daran beteiligt, für neue künstlerische Fähigkeiten zu erstellen? Also so viele Leute wie wollen mitmachen, können mitmachen, aber manchmal sind wir zu 6 gegangen und mit mir wollen wir das zusammen. In den auch Vorgaben, wer den darf malen oder was für Farben den darf malen? Nee, die Leute sind frei, sie können sich ihre Lieblingsfarbe raussuchen und dann können sie etwas drauf malen oder schreiben, was sie wollen.
Ich habe den Xavier vom Longboard-Atelier hier bei mir auf Besuch. Xavier, erklär uns mal ein bisschen, was an dem Atelier hier geschieht. Ja, ich bin eng Introductionioun an de Longboardsport. Longboard ass eng Art vun Skateboard, den méi gemar ass fir ze rollen. Bei eurem Longboard gin immens vill ënner Kategorien. Et Carving, et gët Dancing, et gët Downhill, et Freeride, gët Surfbreder fir Leute fir bëssen ze weisen, wie dat geht. Was ist so ein Unterschied zwischen einem normalen Skateboard und einem Longboard? Wie hat ënnerscheet dat an der Achsen, die sind mich stabil, sind an der Räder, die normalerweise mit groß sind. Insgesamt das mé gemacht fir ze rollen. Wie ist mit den Sicherheitsmaßnahmen, die ihn treffen soll, wenn ihn auf so wie abkommt? Ja, also ich so immer mat schon hat eng gesagt sein Sicherheitsverhalen schon mal net verändern, sein Risikoverhalen. Ja, also schon das sicher gut am besten Knieschoner, wann mich schnell ass, da kann ihn wann fällt op de Knie weiter rutschen. Helm ist natürlich immer gut. Nur wann den mich schnell will fuhren, dann en integralen Helm ist natürlich auch gut. Noch eng Leders Kombi vielleicht. Für ihn, den das ja will ausprobieren, der braucht sich schon immer noch hier bei euch zu melden. Und dann geht er von ihr akkompagniert, ihr geht da mit ihm auf Piste. Genau, ich weiß ein Basics halt, gell. Anfang mit gehen und dann ja, musst du das selber hinkriegen. Voilà, dann ich an der Marke vom Ferromuseum von Tating aus der Gemeinde Kehl sind auch heute zu Gast auf diesem wichtigen Tag. Was ist Ihre Mission eigentlich? Ma mir man ha eng Aktivitéit fir ze basteln. Wir machen den Atelier de Mora Muse gemat fir eng Joer, wie ma eng Ausstellung iwwer Skateboard Skating California gecht. A du man mat de Kanner selber Brider design, se misisten sehen. Ja an dat man loch ha. Voilà. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee? Da? Ob die Idee für Skatebretter, das war mein Skate bei der Ausstellung hatten. Also wir machen immer ein Thema von der Wirselausstellung und Ja. Atelier aber auch und auch Atelier, die wir selber entwickelt und zu Themen, wo Objekte am Museum auch bleiben. Also dort schaut keiner von Tating Mats. Ja, vom ganzen Land an sich können Ja. kommen. Also letztes Jahr gibt es so um die 70% von Kiel Tating, aber dann die anderen 30% ungefähr, die wären dann im Rest vom Land. Ich verstehe wir doch ganz viel Verschöpfung. Ja. Und was geschieht eigentlich im Nachhinein mit den schön bemolten Brüdern? Mat der Schifrise mat Tee holen an do seg Mauer henken oder wat auch immer. Sie net geegent fir wirklichsche Skateboard draus zu machen. Wir noch gratulieren, dass sie mit dem schönen Holz auch schöne Ausstellungen kann machen. Aber was letztes Jahr geschieht, ist eine Ausstellung über Kalifornien. Und ich habe Freda Bäumer zu Marike aus dem Service kulturell von der Gemeinde Kehl, die auch zuständig ist für den Ferromuseum. So, da ist mal für alle recht, was ist das Ferromuseum? Das Ferromuseum ist also lokalen Museum, wo die Lokalgeschichte geht, Kleinindustrie rund um Schmalz. Wir haben einen ganz flotten Wirselausstellungsraum, wo alle paar Monate neue Expoen organisiert gehen. Und einen schönen Kanner-Atelierraum, wo Kanner-Atelieren zu den verschiedenen Themen geschehen. Eine von den Aktivitäten war ja dann die Ausstellung von den Skateboarden vom letzten Jahr. Genau, Skating California. Das heißt, Kalifornien ist auf Kehl kommen und auf Tating kommen. Das war die erste Produktion, wo wir mit wenig Moyen ziemlich viel gemacht haben. Aber an dem Kader haben wir lief Expo ein bisschen weiter und kann Atelier laufen weiter. Und dafür sind wir noch heute bei Skating-Event mit dabei. Was für Projekte oder im Moment laufen? Für den Moment haben wir noch bis den 6. Oktober eine Expo über 100 Jahre Velo am Keldal, Velocité, la Vallée des Champions. Kommt gucken, da gehen ganz viele Veloen und noch viel mehr. Und das ist die zweite Produktion noch. Ja. Projekt für 25 oder man sicher doch schon. Bestimmt. Ja, lass dich überraschen. Also, all paar Monate, es kommen all Jahre, es kommt immer eine Expo vom Museum von der Arbeit. Und den Emil Kirsch, seine Bilder kommen all Jahre zurück. Und dazwischen gucken wir eine interessante
Künstler zu finden, weil er lustig geil überraschen, er guckt gerne auf ferrum.lu